nicht mehr. Hätten wir einen Sponsor gehabt, haben wir wieder keinen Sponsor. Wir haben ja heute Qatar Airlines als Sponsor. Habe die Ehre miteinander. Ich bin's, der Birger, das ist der Florian. Hallo. Tja, und wie seht, haben wir heute schon wieder nur 2/3. Diesmal sage ich es richtig. Und das ist der Kani, der scheißt gerade in die Hosen, der kann halt leider nicht anwesend sein. Scheiße gelaufen. Und das, Speziwirtschaft. Trinken wir einfach mal so. Ich dachte mal, man kann ja genauso vorstellen, wie man am Klo sitzt tatsächlich. Meinst du, ob der Kanter so am Klo sitzt? Ja. Wie erklärst du das den Leuten, die nur zuhören und nicht zuschauen? Er hat einen Gesichtsausdruck, der sehr leicht angewidert ausschaut. Ich glaube, dass er gerade so auf der Schüssel sitzt und so in die Schüssel scheißt. Aber komplett auch. Ja. Also er erschrickt manchmal, glaube ich, auch vor sich selber. Ich weiß nicht, wenn er einen Spiegel vom Scheiß aushängen hat, dann wahrscheinlich schon. So, Florian, wir haben uns heute was ausgedacht. Die erste Information für unsere Zuhörer ist mal folgende. Die nächste Folge, normal kommen unsere Folgen ja über alle 2 Wochen. Dieses Mal nicht. In 2 Wochen kommt was anderes. Ist kein Platz. Das heißt, die nächste Folge ist erst in 3 Wochen. Müsst ihr euch ein wenig gedulden. Hilft nicht. Und da der Kani heute nicht da ist, haben wir uns gedacht, jetzt machen wir mal was ganz anderes. Keine Schwenke aus der Jugend. Danach führe ich nur einen Monolog, weil du wieder keine Kinder nicht hast. Sondern wir machen was ganz was anderes. Und zwar, wenn diese Folge erscheint in 2-3 Tagen. Sonntag. Am Sonntag, dann startet ja EPC. Nämlich Fußball-WM in fucking Katar. Gesundheit. Quarter. Ja? Bist du Fußballfan immer noch? Ah, tatsächlich nicht. Also, Aber ja, ich sag jetzt einmal, ich kann jetzt nicht spielen, ich muss 60 schauen. ja gut, das ist eine Ausnahme. Also ich sag, bei 60 ist ja tatsächlich kein Fußball nicht mehr, was da anschauen darf. Das ist, Was schaut man da noch? Heimklassenfußball. ja, also tatsächlich, so Heimklassenfußball, also so Keiner mein F-Jugend. Heimatverein und so schaue ich mir schon mal ab und zu oder trinkst dann 1, 2, 3 Bier dazu, das ist dann schon schön. Bist du im WM-Fieber, auf das wollte ich hinaus? Ja. Bist du in natürlich. WM-Stimmung? Aber wie? Wenn ich Leute so- mit Kamera sehen, dann schlage ich sie praktisch. Ich weiß gar nicht, wo ich eigentlich anfangen soll, weil dieser Scheiße. Flo, fang irgendwo an. Und es sind Fang aber irgendwo, ich weiß nicht. Wenn wir jetzt in Katar Ich weiß warten, nicht. hätten wir wahrscheinlich keine Kamera mehr, weil es kaputt war. Stimmt, wir müssen eigentlich Kamera ausmachen, weil sonst... Und die Kamera, also wir haben auch eine Genehmigung, Fliegt das ist doch das, fliegt runtergegangen. Für alle Spotify-Zuhörer, die übrigens auch immer mehr werden, diese ganze Geschichte gibt es auch auf YouTube. Suchst einfach nach Bier, gell? Oder nach Speziwirtschaft, ist ja wurscht, dann findest du das auch inklusive Video. Das darf man die Kataris nicht sagen, weil noch... Apropos Kataris, bevor wir mir jetzt unsere Meinung kundgeben, dass mich vorher schon interessieren, was andere Leute davon halten. Also schreibt lieber Das jetzt ist oder eigentlich die allerwichtigste Frage an alle Zuhörer ist. Satz Oder ihr, Schauer. Oder Schauer, ist ja wurscht. Satz ihr in fucking WM-Stimmung und schaut ihr euch das an. Wirst du die WM mal schauen? ich werde mir die deutschen Spiele tatsächlich wahrscheinlich anschauen, ja. Werde ich tun. Okay, du bist raus. Okay, dann viel Spaß allein hier. Du wirst eh nicht für anschauen, fürchte ich. Ja, doch, Wie 3 viele Spiele. Gruppenspiele brauchen wir? Mindestens 3. Ja. Oder? Schon. Ja, aber gut, wir danach haben ist, jetzt keine danach, Gegner. danach ist vorbei. Es ist halt einfach so krass lächerlich, ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll. Wie kommt das zustande, dass irgendjemand überhaupt auf die Idee kommt, in diesem Scheißland, und ich sag's jetzt einfach, wie es ist, in diesem Scheißland, das so viel mit Fußball zum Tor hat, wie, ich weiß nicht, wer hat denn weniger mit Fußball zum Tor als Katar? Gesundheit. Ja, wirklich keiner. Niemand, da wächst nur nicht einmal ein Gras, auf dem man spielen kann. Was ist das? Ja, das ist tatsächlich so. Also dann 40 Grad. Da haben sie eine Das ist ja der Grund, Klimaanlage. warum das Uhrzeit läuft. Da haben sie eine Klimaanlage drin. Haben die eine Nationalmannschaft? Ja, natürlich haben die keine Nationalmannschaft. Haben die da also Scheichschals auf dem Kopf? Sag ich, wo trainieren die und wann? Ich schätze das genauso ein. Ich schaue genauso aus bei denen, wie damals mit Jamaika, mit der Bobmannschaft. Das geht über eure Vorstellungskraft. Katar hat jetzt eine Fußballmannschaft. Ja, wo trainieren die? In der Bootbahn wahrscheinlich nicht. Der Bootbahn voll Eis. Na, Wüstenfußball. Im Sand drin. Herzlichen Ich hab Glückwunsch. keine Ahnung. Das sind aber Brasilianer, die haben doch diese auch. Und deswegen Ja, haben das so, ist dieser extra Sportart, deswegen glaub haben ich. so technisch, ist es nicht Futsal? Was ist nicht Futsal? Ich kann ja nicht genau sagen, wie das heißt. Futsal ist, ja, so in die Richtung, aber... Das ist halt ein Mini-Klarfeld mit ganz kleinen Tore im Sand und da wird halt nur so umeinander trickselt und so weiter. Deswegen haben die ja so. Volleyfußball. Deswegen ist er ein Ronaldinho, wie er ist und kann mit Bällen tun.
Jetzt nimmer Ich wahrscheinlich. kann ja mit Bällen. Jetzt nicht mehr, wie alt ist denn der Ronaldinho? Weiß ich nicht, hab ich schon Jetzt ist der gefeiert. schon 40 ist. Hab ich Ja. einfach gern zugeschaut. Und das war so da habe ich mich nur für Fußball interessiert. So Was ein auch bisschen geil in die ist eigentlich Zeitraum. zum Singen, ist Ronaldo. Also jetzt nicht Cristiano Ronaldo, So, sondern der Alte. genau, Also der gute der wo Alte. einfach mit 30, 32 so eigentlich in der Blüte seines Lebens aufhört und sagt, boah Jungs, ich hab keinen Bock mehr, sauft, frisst und schaut einfach innerhalb von 2 Jahren aus wie mir. Bloß haben wir noch Haar am Kopf. Ja, das Wir haben stimmt. noch Haar am Kopf. Aber irgendwie schon geil zum Singen, dass wenn die jetzt wirklich nicht mehr so 100% dahinter haben, dass das fast normale Menschen haben, gell? Wo der Ronaldo und so. Ja, geil. Ich glaube trotzdem nicht, dass der noch bei sich in Brasilien, da wo er halt wohnt, wahrscheinlich einfach auf die Straße gekommen ist. Das kannst du vergessen. Natürlich Der Mann ist eine Volllaufen kann er auch nicht mehr. eine Le Der Schneer war nie. Ja, doch, war irgendwann mal schon. Aber die sind ja liebende Legenden. Ja, diese das Typen. stimmt. Ja, das klar, ist, das ist natürlich. ja brutal. Das ist wie Wie die in einem Land wahrscheinlich gefeiert werden. Aber der Maradona war noch mal ein anderes Level. Der Maradona war noch mal ein anderes Level. Ah. Das, ja. Ich weiß, allgemein ist Fußball so ein Thema, das ist schwierig, da gehört aber auch mal drüber geredet, weil ich habe sehr viel Zeit mit Fußball in meinem Leben verbracht. Und ich weiß nicht, 2018 habe ich schon mal ein Kruzifix-Video über die WM gemacht, Yes. wie Deutsch die Schlechten waren, wie schlecht die Deutschen waren. Und da habe ich mir schon gedacht, so, da wird ein Neymar, ich weiß nicht, wie das ich gesagt habe, aber das war halt also für 300 oder 400 Millionen gehandelt. Wie heißt dieser, das weißt du bestimmt, Ja. dieser Däne, der blonde, kasige Kanisterschell bei Dortmund, glaube ich, später oder hat er gespielt? der Irgendwas Däne. mit H. Ich glaube, es ist Der ein Däne. Haaland. Ist es der Der Haaland? Haaland, der große Stürmer. Der richtig brutal ist, Ja, der der- wird mit einer Milliarde gehandelt. Das ist der erste Spieler, der mit Milliarden geboten irgendwo umeinander gehandelt wird. Ja. Habe ich irgendwo gelesen. Habe ich mir auch gedacht, Alter, was soll denn das? Ja, Was es ist soll denn mittlerweile ja das? sowieso, finde ich, der Fußball ist einfach zu exorbitant gewachsen. Das ist ja Wahnsinn, was du da für Summen im Umlauf hast. Man, Vor allem das- aus England und Co., das ist ja nicht mehr schön. Das ist ein Teufelskreis. Der Fußball ist beliebt. Deutschland ist ein Fußballland, der mehr anders als Katar, Gesundheit, oder England oder Italien oder Spanien oder egal, wo eigentlich fast was für ein europäisches Land, da spielt man überall gern Fußball. Aber was soll denn das? Warum? Einfach nur warum. Auf ARD gibt es da eine sehr, sehr gute Doku mittlerweile, die wo nebenbei läuft, wie die Vergabe und so weiter gelaufen ist dahingehend. Weiß man das mittlerweile schon, wie das gegangen ist? Ich kann es da gar nicht genau sagen. Also wissen wird man es nie genau. Aber ja, genau wirst du es nie rausfinden. Also Zu da hat, Gast bei Freunden. ja, genau. Zu Gast bei Freunden. Manuel Neuer trägt dieses Jahr in der WM seine Regenbogenarmbinde nicht. Ja, wieso nicht, Manuel? Sag mal, Manuel, wieso? Ich habe noch eine bessere Versteh ich Geschichte. nicht. Der französische Torhüter, Ja. der Loris, der, aber egal. der hat gesagt, er zieht diese One-Binde nicht an, weil er möchte sich ja praktisch, er ist ja zu Gast und möchte sich da auch dahingehend anpassen. Gut. Und du lässt dann seine Spielerfrau auch daheim, oder wie ist das dann? Ja, keine Ahnung. Ich bin ja auch gespannt tatsächlich, was mich so, ich bin ja hergefahren und dann habe ich mich ja mit dem Thema schon mal ein bisschen auseinandergesetzt. Hast ausnahmsweise dich mal mit dem Thema Ja, auseinandergesetzt. beim Herfahren. Ich habe Dönergeruch in der Nase gehabt und habe gedacht, geil, jetzt... Jetzt schauen wir schnell ins Handy. WM Katar. Achso, ja, so war das. Aber zum Beispiel, es gibt ja einen Hitzelsberger Thomas. Sagt er vielleicht was? Der hat bei Stuttgart gespielt und Kenn ich nicht. der hat sich ja geoutet vor Boyo. Und ich glaube das zu ist wissen, immer ich habe noch ein leider nicht Riesen- nachgeforscht. Warum ist denn das? Excuse me, we have 2022. Ist das wirklich immer nur ein Problem im Fußball, dass man sich als schwul outet? Und gleichzeitig stellt sich die deutsche Nationalmannschaft vor der Hymne hin und hat jeder hat einen anderen Buchstaben mit Human Rights. Wie ins Hirn geschissen haben sie denn den alle? Ja, ich glaube, das ist halt einfach nur unangenehm beim Duschen, ne? Spaß. Ja, okay, das kann ich dann. Dann gibt's halt 2 verschiedene Duschen, wen interessiert denn die Scheiße? Dann gehst du noch mehr duschen. Das ist, wenn man aber der wie noch nennt nie man einen dann die Zipfel in Dusche? seinem Leben gesehen hat. Wie nennt man dann die Dusche? Ja, aber es gibt ja dann Männerduschen und... Ja, Regenbogendusche. Regenbogendusche. Ja! Stell dir vor, da war ein neidisch hier. Ich muss in die abgefragte Kackdusche und dann nehmen sie die Regenbogendusche. Aber tatsächlich, lass mal die schwulen Witze jetzt weg, die sind nämlich echt nicht gut. Aber... was mich beschäftigt hat dahingehend war eigentlich, dass ich glaube zu wissen, dass der ja auch so Experte ist oder das Ganze mit Wo kommentiert. sie schwul sei.
Der ist Experte im Schwulsein. Das ist kein normaler Schwuler, der ist brutal schwul. Special Greets übrigens an den Pralin-Squad. Hashtag Pralin-Squad ab in die Kommentare, wer nicht mitmacht, ist kein Experte im Schwulsein. So. Nein, er ist Fußballexperte. Also er wird da bei ARD und ZDF und sowas, wird der Rumlaufer. Aber die Frage ist halt, ob der da in Katar mit rumläuft. Das ist jetzt, darf mir die Frage stellen, oder wird der dann genauso behandelt, weil es weiß ja jeder, dass er schwul ist. Also, das ist eigentlich die Frage, die ich mir stelle. Weil eigentlich ist er geistig behindert, habe ich gehört. Leck! Das ist so krass. Nein, ich weiß nicht, das hast nicht du gesagt, hat er vielleicht nicht jeder mitgekriegt. Der Pressesprecher von der Katar-WM, genau. Der hat sich hingesessen zu einem Interview in die Öffentlich-Rechtlichen und sagte, dass Homosexualität, wie war der genaue Wortlaut, ein geistiger Schaden ist. Ein geistiger Schaden. Leck mich doch am Arsch, Alter, da kann ich doch nicht runterfahren. Sag, da kann ich doch nicht, also jedes dämliche Arschloch, das in dieses Drecksland, in dieses zurückgebliebene Mittelalter-Drecksland fährt, dem kennt Fürsbruche. Es ist ja auch wirklich gut, es wird da seit 2, 3, 4 Jahren wird da wirklich rumhantiert und gesagt, okay, scheiße, machen wir das Richtige da mit Katar, weil da ist ja doch echt schwierig, da sterben so viele Leute und ja, es wird einfach unter den Tisch kehren und jetzt kommen halt dann noch solche Sachen mit dazu, dann darfst du nirgends filmen. Da gibt es also das Video, das nicht einmal die ganzen Mitarbeiter, die haben ja extra Lager vor den Stadien. Ja, das war also krass. Da ist eine Abmachung, dass die da drin nicht filmen dürfen. Natürlich sterben bei sich eine Bauarbeiten sterben überall Bauarbeiter, weil das halt einfach nur mal scheiße gefährlich ist. Aber wenn ich wann haben sie die WM gekriegt? Das ist ja gesagt worden vor 10 Jahren. 8 oder 10 Jahre, glaube ich. Ja, und dann fangen sie an, erst eine scheiß Stadien zu bauen, weil sie haben ja so der Fußballgeist, der lebt ja in diesem Land. Also Grütze, fix kriegen die überhaupt 11 Spieler zusammen. Ja. Und dann wird da Geld ausgeballert. Und was dieses Land eine Scheiße in die Luft ballert dafür. Die müssen alles kühlen. Die müssen eine Stadien kühlen. Wahrscheinlich, oder? Die müssen dann, weiß ich nicht, was das steht, aber mir wird gesagt, ich soll die Heizung auf 3 Jahre dran. Die sollen mir einen Maul halten jetzt dann langsam. Ja, es wird aber noch besser dahin gehen, das hat jetzt nichts mit Fußball zum Tor, aber es sind doch auch die Winterspiele. Die sind nicht in Katar, oder? Nein, nicht in Katar, die sind in einem anderen Wüstenstaat. Und diesen Staat, also diese Stadt, wo das hinkommen soll, die gibt es noch nicht. Kannst du nachlesen, das ist so ein geiles Ding, da musst du denken, hallo. Man dann noch schnell vorher, oder wie läuft das an? Was haben sie dann aus der Kugel? Da wird doch aus der Kugel ein Zettel ausgezogen, oder? Ja, was ist denn da drauf gestanden? Die Frage ist, was stand auf den anderen Kugeln? Nein, nicht auf die Kugeln. Weißt du, wenn das ausgelost wird. Was ist denn da dann drauf gestanden, wenn es das Land noch nicht gibt? Ja, bei uns. Was heißt, wissen wir noch nicht, oder was soll das dann? Nein, das Land gibt, ich weiß leider das Land nicht auswendig. Das ist jetzt ein bisschen peinlich wahrscheinlich, weil ich jetzt einfach so ein Ding raushaue. Auf was für einem Kontinent? Also auch in Afrika da unten irgendwo. Aber wo? Ich konnte leider nicht mal sagen, recht viele Wüstenstaaten. Mann, das kann man nachgoogeln, aber ich habe jetzt kein Handy da. Deswegen schwierig. Auf jeden Fall, das finde ich ja tatsächlich geil. Da gibt es die Stadt einfach nur nicht. Ich finde zum einen schon mal bemerkenswert, dass diese Aussage von diesem Katari überhaupt bei uns im Fernsehen gelaufen ist und in die öffentlichen Medien. Dass die das überhaupt zugelassen haben, sagen. Wo es auch nicht verkehrt ist. Natürlich, das erstaunt mich. Sehr gut. Was mich noch mehr erstaunt ist, dass da kein größerer Hehl draus gemacht wird, weil der hat einfach gesagt, wie es da unten ist. Ja. Und wenn du da als Schwuler runterfährst, egal ob als Schwuler oder Lesbe, oder als sonst wer, oder generell als Frau. Frau wärst du da nicht runtergefahren. Da wärst du nicht, und wenn, dann wirst du nicht mehr nach Hause fahren, wenn du Pech hast. Das ist was ist das, Alter, das gehört alles dazu geschissen, das ist unfassbar. Aber es wird einfach eine Teppich gekehrt, das ist ja okay. Die bauen sich da eine Infrastruktur 8 Jahre lang hin. Die wird jetzt für 4 Wochen lang, nicht mal, oder? Am 20. geht's los und am 18. ist Endspiel, glaube ich, am 18. vor Weihnachten. Am 18. glaube ich, ja. Nicht einmal einen Monat lang. Und dann stehen alle diese Gebäude und Stadien, da wirst du nie wieder irgendwen irgendwo drin sehen. Aber Hauptsache, mir buttert man haufenweise Kohle und Scheiße in die Luft und was weiß ich was alles. Und übrigens 15.021 Arbeiter sind da verreckt. Deswegen ist es so, da sollte man vielleicht schon drüber reden. Dass einmal bei unseren Stadionbauten auch mal jemand stirbt, das ist mir schon klar. Das rechtfertigt aber nicht, die werden da unten gehalten wie verfickte Sklaven. Also sprichwörtlich, wie Sklaven, die werden teilweise gar nicht zahlt. Wenn sie zahlt werden, dann kriegen sie wahrscheinlich, wie wenn man als kleines Kind ist, die auch wie O-Draht worden, da kriegen sie, oder O-Droht worden, da kriegen sie das Gefängnis, da kriegst du bloß noch Brot und Wasser. Furchtbar.
Also Ja. furchtbar. Ich weiß nicht, wie man, dann kann man so Aussagen, ich weiß nicht genau, wer es war, ich glaube der Schweinsteiger, ja, man muss den Kataris auch mal eine Chance geben. Punkt. Da sag ich, halt die Fresse, du Mongo, bist nicht ganz sauber. Ja. Du tust den leicht, dass du nicht mehr mitspielen musst. Also, Es ist ja grundsätzlich okay, wenn man den Leuten einmal eine Chance gibt, dann sollen sie aber auch zusammenreißen oder sie wenigstens dann einmal nicht so Hehlerei am Hingehen veranstalten. Es hätte generell Der schon nicht. Botschafter sagt, dass Schwulsein... Das ist so unvorstellbar, das ist nicht greifbar so. Das ist man, ich mag auch Schwulenwitze, ja? Natürlich mag ich Schwulenwitze, das ist da jetzt ein Paralin-Squad nicht gegeben, da hat mir übrigens die offizielle Erlaubnis gegeben, ich darf Schwulenwitze machen. Aber das ist halt nicht best, Mann. Aber die da unten, die meinen das so. Du kannst da unten, und auch wie die mit Weiber umgehen, wie die mit Frauen, und das ist völlig unvorstellbar, dass man da überhaupt irgendwas tut in diesem Scheißland. Das ist unfassbar. Du kannst da unten, wie hat's geheißen, gelesen heute noch, du kannst da unten, wenn du als Frau vergewaltigt wirst, da unten, dann kannst du denen nichts tun oder denen nicht anzeigen oder halt rechtlich vorgehen, weil die Frau wegen außerehelichem Geschlechtsverkehr vorher eingekastelt wird. Was soll denn das? Das ist so krass, was soll denn das? Und da schaut jetzt die ganze Welt, schaut sich ein Fußballturnier da unten an. Ich muss ganz ehrlich sagen, die haben es alle ins Hirn geschissen. Was ich jetzt aber dann auch ganz cool finde, hast du irgendwas von Public Viewings in den Natten gehört? Oder sonstige Null. Geschichten, richtig. Aber ich sag, die Vorstellung war tatsächlich ja schon irgendwie ganz geil, wenn du auf dem Christkindlmarkt bist, da schön ein Glühwein reinträgst und dann haust du den WM in Katar. Also ich finde die Vorstellung irgendwie hat was. Public Viewing, ja, mit einer. Ich meine, das kann ich noch, so viele Deutsche sagen, sie schauen sich die Spiele nicht an. Und ich halte es für gelungen. Weil natürlich, wenn jemand fragt, das schauen wir natürlich nicht an. Und insgeheim hocken alle daheim und schauen es natürlich an. Vor allem, wenn er langweilig ist, was du hast, Mai läuft bei WM, dann schaust du es halt ein. Ja. Und Und das Einzige, was schon ganz witzig ist bei sowas, immer noch, auch wenn mir der Fußball überhaupt nicht mehr interessiert, ist halt da mit die Spezi zusammen. Also läuft der Fußball, läuft das interessiert eh keinen. Aufgrillen, Bierli eingondeln und fertig. Das ist immer geil. Aber fühle ich nicht im November. doch, ich habe richtig Bock. Ich habe einen Weihnachtsanzug, den kennst du auch. Und den werden wir wieder anziehen und damit werden wir auch wieder... Ja, aber da brauche ich keine WM dazu. Das ist, ich ist find, halt ein schöner, ist halt ein Pluspunkt, ne? Ja, ist dass halt man einen keine Grund Art- gibt zum Saufen. Das ist halt wie wenn du dir bei Mac ein Menü bestellst mit Big Mac und Co. und dann bestellst du immer noch so mindestens einen Cheeseburger dazu. Und genau das ist der Cheeseburger, der da dabei ist. Und fürs gute Gewissen nur ein Salat mit Cäsar-Dressing. Das hat noch kein Mensch getan. Das hat noch wenn du richtig das Hunger ist hast, dann hast du noch kein gutes Gewissen mehr. Ob eigentlich jemals jemand bei Mackie, wenn die jemand gefragt hat, Apfeltasche dazu, ob da jemals jemand Ja gesagt hat? Ja. Wow, du Asoziale! Ja gut, ich einmal in meinem Leben habe ich auch irgendwann einmal Ja gesagt, weil sonst deine nicht wissen, wie Apfeltasche schmeckt, aber die Scheiße kann kein Mensch fressen. Oh! Und wenn's deine beißt, dann ist die Apfeltasche ist Lava. Kann ich seine Freunde, die daten sagen, die Apfeltasche lassen wir jetzt ein bisschen abkühlen und dann geht's los, wie mit der Gurken damals. Da habe ich jetzt kurz, da habe ich jetzt kurz gebraucht. Ja. Lieber stecke ich meinen Schnippermann in eine warme Apfeltasche. Das ist American Pie American Pie Vibe, ja. European Edition. Deswegen steht auch Vorsicht heiß drauf wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ganz Ich weiß nicht, wo mehr. Es ist unerträglich. Das ist unerträglich. Und ich verstehe, was gibt es da zum Diskutieren drum? Es sind sich doch eigentlich alle einig, das hätte nicht stattfinden dürfen. Ja, das Problem ist, es hat keiner zum Entscheiden, außer ein paar bestimmte Leute und die finden das toll. Der Sepp, der Plattner Sepp. Der Plattner. Der Plattner Sepp. Der Plattner Sepp. Der Plattner Sepp von der FIFA, oder der Chef, der sagt doch selber, das war ein Fehler. Das fällt ihm aber früher ein, 4 Wochen vor der WM. Ganz das ist blöde ein Kasperl. Ganz Naja. blöd hergegangen. Aber ich glaube, das war einfach, da ist auch nicht ums Geld gegangen. Nein, Es ist einfach wirklich um das Miteinander, auch mal Ja. wirklich andere Staaten mit Ja, zu einzubeziehen. Gast bei Freunden. Das ist wirklich schön. Da fühlen wir uns richtig willkommen. Da wenn ich jetzt so mir Aber nur mir bei vorstelle- Freunden, nicht bei Freundinnen. Da wird noch nicht gegendert und Co. Nur zu Gast bei Ja, Freunden. Gendern ist auch geistig behindert, aber das ist, da gibt's doch so geile, kurze Videos halt einfach, dass da unten der Fußballgeist unterwegs ist und so, und dann haben so Fans gefilmt mit das ist so geil. Das ist so geil. Da siehst Horden von Leuten, die haben alle ein Deutschland-Dress, so alle ein England-Dress, alle ein Spanien-Dress, lustigerweise alle das gleiche, keiner hat ein Auswärtsdress gekriegt und alle haben dieselbe Trommel, in jeder Ding dieselbe. Da wenn ich jetzt nachschaue, dann möchte ich wetten, dass da dieselben Leute dieselben Dressen haben, und wenn du das dann alle anschaust, da ist nicht eine Frau dabei. Das sind nur Inder, das sind
irgendwelche... Das war halt Zufall. Das war halt einfach eine Die Männergruppe. kannst du optisch nicht mehr unterscheiden. Nein, das darf ich ja sagen, ist das rassistisch, weiß ich nicht. Schauen nicht alle gleich aus. Was soll ich machen? Das ist nicht mein Problem. Und dann laufen halt, vor allem die Engländer, so geil, sind lauter so, ja, schauen halt einfach aus wie Araber, halt nun mal ausschauen. Dunkle Haut, dunkle Haare, alle am Pornobalken im Maul, Bart, übrigens du. Aber Ist ja November. ist... Müssen wir mitnehmen. Müssen wir mitnehmen, da frage ich dich nachher gleich noch mit. Ja, das machen wir. Und das ist so peinlich, Und angeblich sind halt die, also nicht ganz angeblich, natürlich werden die zahlt, dass sie da jetzt ein bisschen umeinander Es geht ja spielen auch und die Fahne die werden ja, die Leute, die werden ja für die Stimmung da drüben was soll denn bezahlt. das auch? Ich frage mich auch, ich meine, natürlich ist am Sonntag schon WM, aber die Videos waren ja schon von letzter Woche. Wer rennt denn da jetzt schon auf der offenen Straße in Horden mit, alle haben Adresse und rennt dann umeinander und schwenkt die Fahne und zufällig geht der Katari-Sepp, geht dann ihm vorbei mit der Kamera und denkt, hey, das macht ein gutes Beutel, das filmen wir mal. Und dann postet es ins Internet, dass bei uns voll der Fußballpunk abgeht. Das ist so, die sind sicher, die haben so hängen geblieben, oder? Die haben null Ahnung, was das ist so geil. Das ist so geil. Du kannst einfach nichts dazu sagen eigentlich. Also, Nein. Einfach nur zum Kopf schütteln. Das macht Schütteln. Das macht mich wirklich auch ein wenig sprachlos, dass das sein darf. Und mir wird im gleichen Atemzug wird mir gesagt, wie sparsam das ich sein soll. Und ich soll mir jetzt ein scheiß Elektroauto kaufen und blabeldi, blubeldi und dreimal der Heizung auf 2. Wenn das der Katari-Sepp 38 Stadien für Arme drin Spenden hinbaut, Ja, der jetzt kühlen muss und ein kleines Atomkraftwerk pro Ich Ding enthalte braucht. mich jetzt jeglicher Meinung, aber Ja, wie es sollen sich kotzgeil! vielleicht manche Leute nicht nur auf unsere Autobahnen schmeißen und sich da festkleben, sondern vielleicht auch mal gegen die Klimaanlage da in Katar oder so. Ja. Aber das ist doch Wahnsinn, oder? Wir Also müssen bitte, sparen. liebste Klimaspastivisten, Ich hab gesagt, ich enthalte mich jeglicher Meinung und der kommt auch mal. Klimaspastivisten, fliegt mal bitte nach Katar und schmeißt... Nein, nicht fliegen. Schmeißt, nicht fliegen geht's, geh, ja, oder mit dem E-Bike, ist auch okay. Und schmeißt mal Vorbomben in die Wüsten, vielleicht interessiert's da jemanden. Ja, weiß auch nicht. Ah, leckere. Na, das ist fantastisch. Schwierig. Ganz schwieriges Ganz Thema. schwieriges Thema. Aber tatsächlich, Eigentlich wärst ist du- es gar kein schwieriges Ja, Thema. aber wärst du Deutschland-Spiele anschauen? Nein. Nein. Aber nur, weil es keinen Bock hast oder weil... Weißt du, wann das vielleicht passieren wird, wenn ich da hock, zock irgendwas und lass auf dem zweiten Monitor, wo wird das überhaupt übertragen? Wer übertragen das, weißt du das? Am zweiten Monitor. Ich konnte es ja gar nicht sagen, das ja. Die Öffentlich-Rechtlichen haben die wohl jetzt durch den Rechte an die deutschen Spiele, dass das sich jeder anschauen kann, oder muss ich mir wieder Sky kaufen? Nein. wenn sie mir dann Scheiß Also natürlich die nicht haben haben. auf jeden Fall, ich bin aber nicht sicher, ob RTL jetzt mittlerweile sogar Finger mit drin hat. Das kann ich mir vorstellen, tatsächlich. Dann allerhöchstens, wenn ich da hock und zock irgendwas oder tue irgendwas, dass es am zweiten Monitor mitläuft. Allerhöchstens. Weil da ist schon, es ist ja jetzt schon wurscht, wie viele Leute sich das anschauen oder nicht. Die Sender haben bereits Millionen oder wenn nicht sogar Milliardenbeträge wahrscheinlich, den die Spackos, weil die haben ja noch nicht fake nur Geld da unten, Glück nicht, ne? ob ich überwiesen, ob ich das jetzt anschaue oder nicht, interessiert er keinen. Mit der Zug ist abgefahren. Es hätte einfach nicht passieren dürfen, dass man diesen, und ich wiederhole mich, aber da wiederhole ich mich wirklich sehr gerne, in dieses Drecksland irgendwas abgeschickt. Außer, nein, das sag ich jetzt lieber nicht. Außer... Ich trinke lieber mal. Ja. Verzeih mir die Leute irgendwas ein bisschen was was. möchtest du denn hin? Schwank aus deiner Jugend. Fußballverein. Eine schöne Erinnerung aus deinem Fußballverein da sein. Ja, das Beste am Fußballspielen war eigentlich immer das Duschen. Tatsächlich. Kurz sagen, was du magst. Sei ehrlich, hättest du eine Regenbogendusche braucht? Ich habe mich eigentlich ganz wohl gefühlt. Ja, die anderen, ne? Ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Doch, tatsächlich, also Fußball, das war halt schon cool. Also vor allem, sag ich mal, in der Zeit, wo du halt so anfangen mit Sim 8, da wo du halt so wirklich so diesen Teamgeist entwickelst, sind schon geile Sache eigentlich. Da bist du auch mit deinen Freunden in dem Verein, wenn man da die Hälfte von deinen Freunden drin, sonst gehst du gar nicht in den Verein rein. Ja, Also du hast keinen und deine Eltern hoffen, vielleicht findet er da drin irgendeinen Blöd genug, der sich mit sowas einem bei abgibt. mir. Dann ist festgestellt, oh, der ist noch ziemlich gut. Hoppla. Ja, es ist gegangen, es hat schon passt. Für die Jugend hat es gereicht. Für die Jugend hat es gelangt. Für die Jugend hat's gereicht. Nein, Fußball war ich nicht so stark, muss ich mal ehrlich sagen. Die schönsten Erlebnisse waren eigentlich Auswärtsspiele. Tatsächlich bei uns weniger. Also was heißt Auswärtsspiele? Da bist du der Wettling gefahren. Ja, genau, das ist das, was mir so ein bisschen abgegangen ist, weil wir haben ja Dingerfing gespielt und da waren wir doch von der Jugend her waren wir recht hoch. Und da war halt wirklich die Derbys waren eigentlich dann immer, das näherste Derby war eigentlich Deggendorf.
Das klang ja schon als kleines Kind. Ich war immer mit 8, 10, wenn du da in den Bus einsteigst und so und fährst da hier und so. 14, 15, 16. Da dann nicht mehr. Das war halt dann, schon nicht mehr gespielt. aber das war halt dann schon richtig geil, da wo du dann wirklich schon eigentlich in diesem Bus drin sitzt und eigentlich schon mit den Zähnen rasselst und was weiß ich alles, weil du denkst, dieser schöne andere Verein. Ja. Also da wusste wirklich, also das war wirklich so eine Hassliebe. Also es war wirklich ganz lange eigentlich da wirklich nur so Deggendorf, da wusste wirklich so ein bisschen ein Gefühl gehabt hast. Der einzige, es war bei uns in der E-Jugend, weiß ich auch noch, der war auch ihr, Dingelfing waren die einzigen, die uns geschlagen haben. Aber halt auch richtig und dann haben wir Fußball gespielt. Und dann haben wir Fußball gespielt, ja. Ich war tatsächlich so ein kleiner Wichser. Da waren wir immer Erster und Zweiter, also, und alle anderen haben wir alle erschossen. Also wirklich mit 10, 20, 25, 0 heimgeschickt. Ja. Aber die einzigen, die sich mit uns messen haben können, war halt Dingelfing und euch haben wir nie gewonnen, glaube ich, nie. Es war jetzt nochmal so viele Klassen über uns, aber ihr habt halt nicht mehr weiter aufgekommen, weil es schon, weiß ich nicht, gibt es da sowas überhaupt ein Klassensystem in der Jugend? Es gibt schon ein Klassensystem irgendwie, wenn man da Bezirksoberliga habe ich gespielt, das ist eigentlich so einigermaßen das Hexteam, außer dass dann zum Beispiel später so Gott dafür Nürnberg 60 und sowas mitspielt. Also wir haben mal so Turniere mitgespielt, also so Hallenturniere und sowas, ganz früh GRD. Wenn man dann, ich glaube in der D-Jugend war, haben wir ganz früh auch gegen Nürnberger Co. gespielt, auch gegen Bayern Minger und so Sachen. Also das ist auch cool, das ist schon geil. Gegen Bayern Minger haben wir gespielt, waren wir 1-0 vorn. Am Kunstrasen in Minger, die erste Mannschaft zugeschaut, mir 1-0 vorn. Haben wir dann 11-1 verloren oder 10-1. Aber ja, sowas glaube ich ist schon cool. Da habe ich natürlich nie ohne geschmeckt, weil es auch schlecht war. Das ist halt dann schon cool. Also so ein paar von uns waren in der Auswahl, in der Bayern-Auswahl und so eine Geschichten, aber da hat es keiner gerissen. Also bei uns tatsächlich, es hat einer, also Deggendorf, der wo Deggendorf spielt, der war jetzt zweite Liga gespielt. Ist jetzt bis zweite Liga aufgegangen. Spielt er aktiv in der Türkei. Aber die Karten gegen mich gekriegt. Abwehrspieler, Linksverteidiger, ne? Das sind immer die mit den kleinsten Penis. Aber Spaß. Das sind nicht die schnellsten. Macht es nicht besser, oder? Und dafür ist jetzt fällt mir nichts mehr ein. Kreislig. Aber das ist wirklich gut. Auf jeden Fall, war ich halt so ein Abwehrspieler und du kriegst halt dann schon so Sachen gelernt beim Freistoß, dass du halt praktisch, wen der Freistoß ausführt wird, dass dem extra auf den Fuß aufsteigst oder dass der praktisch im Oberschenkel einzwickst und so Sachen. So Sachen habe ich halt gerne. Mit den Magnesiumstollen auf die Fußbeschafe steigen und so eine Geschichten. Vor allem bei Ecken und bei Standards. Was soll man machen? So. Ja, das ist so. Ja, da noch nicht. In der Scheißklasse sagt es keiner. Wenn es dann weitergeht, irgendwann vielleicht schon, aber da halt noch nicht. Nein, da kannst du deine bei uns tatsächlich, die wo ich kenne, es war wirklich einer, der es so weit jetzt aus meinem Jahrgang geschafft hat. Also jetzt, wie gesagt, zweite Liga und türkische Liga jetzt wieder. Aber ansonsten, es sind ein paar dabei aus meinem Jahrgang, die wo jetzt so Hankover spielen. Also die spielen ja jetzt mittlerweile Regionalliga dann aufgestiegen. Und relativ gut. Ja, und die spielen jetzt dann aufgestiegen jetzt dieses Jahr. Also sind schon ein paar dabei, die wo wirklich gut waren haben, aber ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie bei mir jetzt Eckbar dabei war, der wo jetzt das komplett. Du kennst ja natürlich den einen oder anderen aus der Jugend von dir, die wo jetzt da in Bundesliga oder zweite schaffen, aber Also den warten wir mir mittlerweile bei dir vielleicht gerade noch nicht. Also war meine Generation jetzt schon für erste Liga sauber zu alt. Das stimmt. Sauber zu alt. Jeder, der es da geschafft hätte. Glaube ich. Ja, du bist ja jetzt Mitte 50. Nicht ums Mal, du fetter Hunso. Nein, aber auch mit 17 aufgehört. So, was mir jetzt aber erst mal mittendrin auffällt, das ist Werbepause. Zeit wert, dass ich mich ausrüsten konnte. Wieso hast du das T-Shirt nicht? Hätten wir einen Sponsor gehabt, haben wir wieder keinen Sponsor. Wir haben ja heute Qatar Airlines als Sponsor. Genau, Schieber's. Also, liebe Kataris, ihr habt bis Sonntag Zeit, uns, weiß ich nicht, $1 Million an 555 Nase zu überweisen, dann lassen wir die Folge vielleicht nicht online. Schauen wir mal. Falls wir irgendwie Drohbriefe bekommen, werden wir nächstes Mal einen Turban tragen. Nur zur Info. So, Pause. Eigentlich so eine Bürgerin, kannst du mal kommen und deine Haare zeigen? Halt mal deine Haare bitte in die Kamera, damit nichts passiert. Ach Mann. So, wo haben wir stehen geblieben? Bei Fußball und so weiter, wie man das da so lernt. Mir hat immer gut gefallen, wenn man dann danach, nach dem Heimfahren, wenn man gewonnen hat, dann ist man noch Pizza essen gegangen oder halt zum Mackie gefahren. Und das waren eigentlich schon nette Jugenderlebnisse. Ja, wir haben tatsächlich dann immer nur Bier getrunken. Wir waren mal so die erste. Also Dingerfing war also immer echt mega ernst Nummer. Und da war eigentlich irgendwie so die Stimmung in die vielen Mannschaften schwierig.
Und Du bist ja einfach zusammengesucht worden. wir waren tatsächlich dann die erste Mannschaft in der, ich glaube, A-Jugend, da war ja eigentlich B-Jugendspieler, da waren wir dann drin. Und dann nach dem Bier waren wir die einzige Mannschaft, die dann, nach dem Spiel oder nach dem Training, waren die einzige Mannschaft, die dann noch hingeguckt hat und noch Bier getrunken und Co. Und das haben wir dann auch durchgezogen. Und das war halt dann wirklich tatsächlich so, jetzt, ich mag nicht sagen, der Durchbruch, aber dass die Dingelfinger halt auch mal nicht so ernst nimmt in manche Dinge. Ja. Da will ich mich schmeißen, bin kein Dingelfinger. Ja, ist ja gescheit. Ja. Aber wenn wir gerade beim Schwank aus deiner Jugend waren, du warst in der letzten Folge ja nicht dabei. Nee. Und da ist es gegangen um den Sprung von der Grundschule in die Hauptschule. Jetzt hättest du nochmal die Möglichkeit, da die eine oder andere Geschichte aus Also, zum Haken. die erste Möglichkeit, das erste Mal, ich bin jetzt direkt auf die Realschule gegangen. Von wo? Von der Grundschule? Grundschule? Ja, Aber bei dir ist das schon gegangen, also du bist straight in die 5. Klasse Realschule. Aber ich habe eine Aufnahmeprüfung gemacht, weil ich ein gottverdammtes Genie bin, habe ich die auch geschafft. Das haben wir doch rechnen müssen, 5 plus 9. Ja, und dann Nummer plus. Und dann Nummer plus, scheiße. Und dann haben wir schauen müssen, was wir zuerst zusammenrechnen, weil sonst kommt vielleicht was anderes raus. Na, aber ich habe tatsächlich eine Aufnahmeprüfung machen müssen. Die habe ich dann sogar geschafft, weil ich unbedingt auf die Realschule wollte. Naja, das Ende vom Lied war, ich bin sitzen bleiben irgendwann, aber Wann? In was für einer Klasse? tatsächlich in der 8. In der 8. hat es ja damals bei uns immer geheißen, da Bresel's die meisten. Die meisten bleiben in der 8. Klasse sitzen, weil da der krasse Bruch kommt. Du hast da vor mir Rechnungswesen, Mathezweig oder den Das anderen. war bei uns anders. Wir haben ab der 7. praktisch gewechselt in Hauswirtschaft, Technisch. Ich habe dann erst ein halbes Jahr Französisch gehabt und bin dann gewechselt in BWL. Betriebswirtschaftslehre. Kann man da mittendrin einen Zweig wechseln? Ist schwierig, ja. Aber es ist gegangen. Ich habe immer Französisch erste halbe Jahr. Ich habe mir echt gedacht, weil ich war in Englisch scheiße. Aber ich habe mir gedacht, Hey, vielleicht klappt es mit Französisch. Ich bin sprachbegabt, Ja, ich bin schwer überzeugt davon. ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, was mich da geritten hat, aber auf jeden Fall war ich das erste Jahr wieder in Französisch immer einen Vierer gehabt. Egal wie ich gelernt habe, da habe ich mich richtig reingehängt gehabt. Dann hat es geheißen, okay, nach einem halben Jahr gehe ich in der Betriebswirtschaft. Ja, dann haben wir halt Mittag, haben wir schon zum Rewe, weil neben der Realschule ist gleich der Rewe, haben wir uns schon ein, 2 Bier einpfiffen und dann haben wir noch extra schon, das haben wir alle gewusst. Ja, nix du, auch nur 4. Ja, auf jeden Fall. Da lernt man dann, dass sich Vorbereitung nicht auszahlt. Auf jeden Fall muss ich tatsächlich auch sagen, ich glaube, ich war in meiner Schule sehr, ich will nicht sagen beliebt, aber bekannt. Okay. Also ich habe schon sehr viele Dates auch mit Lehrern gehabt und Unser Regenbogen-Klassenzimmer geben. Ein Regenbogen-Klassenzimmer. Nee, Wo aber, du wohlfühlst. aber es existiert. Ich habe es zum Glück nicht mehr und alle meine Freunde löscht es. Es gibt ein Bild von mir, wir waren mal im Fasching und da hatte ich dann tatsächlich ein weißes, so ein weißes Röckchen. so eine weiße Ding an. Ein Leggings. Tütü. Eine weiße Leggings Ein und Leggings. ein Tütü. rosa Tütü. Und dazu hatte ich so Nike-Schuhe, die waren damals richtig cool. Das war so eine Lasche, die drüber ging. Richtig geschleckte Assi-Schuhe. Wenn ich die halt unziehe, da. So, Aber wer auch immer vom Florian seinen Freunden Nein. ein Foto davon hat. wenn ihr das tut, Wer auch immer. Ich gebe euch Geld dafür. Geld. Bargeld. Ja, ich mache hier einen auf Qatar Airways. Ja, ich Airways. sponsor dich, Bitch. also das Foto existiert. Ja, das brauchen wir. Das nächste Mal, wenn ihr nämlich krank ist, dann wisst ihr, was da für ein Foto drin ist. Ja, okay? So, Nein. versprochen. Wer ja immer, Gürtel, du zum Beispiel. Gürtel. Her mit dem Ding. Ja. Und ansonsten, dann, das war aber noch nicht so krass, das war einigermaßen normal. Ich muss halt. Oh, da war nicht so krass, Ja. da war ich einigermaßen normal. Dann, Das was stimmt dann? Danach bin ich in Hauptschule gegangen, später. Bist du von der Realschule dann oben auf die Hauptschule? Ja, das war ein sehr unrühmliches Erlebnis. Wir reden Das ist wirklich nicht sehr rühmlich, ne? was soll ich machen? Ja, weiß ich nicht, Was lernen. soll- Nee. Ja, hast du gesagt, nee, Nee, aber wirklich gar nee. Wirklich gar nichts gelernt. Und dann ist halt mehr oder weniger so mein Untergang passiert. Dann habe ich einen ganz guten Kumpel kennengelernt von mir, am Maxi. Den kennst du auch. Ja. Und Und dann habe ich dir dann nach der Schule wieder League of Legends gezeigt und dann war es nein, komplett nein. Das war ja nicht einmal. Der ist ja so genauso ein Kindskopf wie ich. Also uns ist ja nix, wir haben uns für nichts geschaut und wir haben ja wirklich nicht mehr zum Teil Kim Possible in irgendwelchen Einkaufsläden gespielt oder wir fragen mal heute zum Teil die Metzgerinnen, ob sie nicht so Kinderwurst haben für uns. Also, Kann ich bitte?
Ich mag das möchte ich auch mal wieder tun. Das nächste Mal, wenn ich in einen Metzger gehe, dann frage ich auch, hey, wieso kriegt das kleine Arschloch generell Hirnwurst, ich mag auch eins. Weil ich so, da stelle ich mir, rutsche so Viere auf die Knie. Jeder Zuhörer, ist wie im Fight Club, kriegt jetzt eine Hausaufgabe von uns. Aber jetzt ist immer eine Hausaufgabe. Wir geben ja die Leute jetzt ab, jetzt immer Hausaufgaben. Mein Gott, da bist du der Arsch für... Kein Mensch will Hausaufgaben. Ja, aber doch. Fleißaufgaben. Fleißaufgaben. Kriegst einen Stempel. Kriegst einen Stempel und ein Sternensystem und dann so Fleißkärtchen. Und zwar jeder, der zum Metzger reingeht, der geht direkt, nachdem er drin ist, kniert er sich hin, rutscht so viel. Rutscht so Viere und Theken und sobald die irgendjemand fragt, was der ist, dann sagt, ich hätte gerne so eine Radl Hirnwurst, bitte. Darf ich die einmal probieren? Beste Leben. Kriegst als Aufgabe. Mit Video. Zur Beweissicherung müsst ihr natürlich auch ein Video machen und das kennst du dann bei mir im Discord oder schickt es einfach irgendwo hin. Ja, und das beste Video verschenken kein T-Shirt. Ist eine gute Idee. Ja. Das beste Video kriegt auf alle Fälle kein T-Shirt und ein bisschen Applaus. Ja, aber dann auch Triple Applaus. Also dann wirklich auch zu dritt. Aber wir drücken zu dritt auf die Taste F. Auf die Taste F? Ja. Ja, wir können auch wirklich applausen, weil wir sind ja im Podcast nicht im Stream. Und dann, also wie ist denn das dann bei dir hergegangen? Hast du dann die Hauptschule fertig gemacht? Ja, ich wollte es eigentlich nicht erzählen. Hat sich schon gefreut, dass wir wieder irgendeinen Scheiß ausdenken. Ja. Nein, erzähl ruhig, ich lerne mich zurück und ich höre zu. Auf jeden Fall. Lauschet. Also, Wichser. Nein, ich war praktisch in der 8. bin ich sitzen geblieben, Realschule. Nochmal schön wirklich, dass man sich richtig die Knospen reiben kann, so ein bisschen hier. So, dass der richtig denkt, wie dumm ist dieser Typ eigentlich. Wie dumm ist dieser Typ Und 8. Klasse bin ich halt praktisch sitzen geblieben und ich sag mal so, ich hab damals einen Freund gehabt, der mir nicht so gut da hat. Und bin halt da sitzen geblieben, hast deine Prioritäten halt anders gesetzt und ich hab wirklich für die Schule gar nichts mehr da. Und genau, 8. Klasse Nummer gemacht und ja, das ist halt dann schon geil, weil ich sag, ich habe jetzt in meinen jungen Jahren, ob man es glaubt oder nicht, gar nicht so schlecht ausgeschaut und ich war... Also, das war schon ganz cool. Das ist aber Zeit her. Ja, ist wirklich eine Zeit her. Da war ich halt noch dünn und ja. Auf jeden Fall war das dann schon geil, dass dann ganz viele neue Mädels in der Klasse bist, alle Jahre jünger, dann bist du ja sowieso schon der King. Da habe ich nicht mehr gut ausschauen müssen dafür. Na, auf jeden Fall war es dann so, dann bin ich in der 9. Klasse im Halbjahr, bin ich dann runtergegangen auf die Hauptschule in die 8. Klasse. Ins Halbjahr. Ja. Also von der 9. Realschule, wo du schon einmal sitzen geblieben bist? Nein, der 8. bin ich sitzen geblieben. Ja, aber du bist da schon ein Jahr älter. Ja. Du bist dann noch... Ja. Leck! Und dann bist du der Fiti bei uns, der war schon 18 in der weiß ich nicht, in der 9. Der ist schon mit dem Auto in die Schule gefahren. Der hat seine Mitteilungen selber unterschrieben. Ich sag jetzt einmal so. Bitte. Bitte. Ich sag's nicht. Auf jeden Fall habe ich da halt meinen Maxi kennengelernt. Eine Frage noch an dich oder euch eigentlich, habe ich noch dabei als Nachhol fürs letzte Mal. Hast du Kani angeschaut ja, oder hast du wen hast du? Ich habe Kani und Dio geschaut, aber deswegen für euch. Habt ihr damals das berühmt-berüchtigte Kopierbild gemacht? In der Schule. Das Arschloch kopieren. Oder Pimmel? Nein, Pimmel nicht, da hat man sich so komisch auffällen. Habe ich selber gemacht, hab's nicht, aber mit Sicherheit hat das bei uns einer gemacht, ja. Maxi und ich. Habt beide einen Pimmel drauf können, bitte beide, nicht. Gleichzeitig. Wir haben eine Kopie. Bitte nicht beide gleichzeitig einen Schwanz da geklemmt und auf Kopieren drückt. Oh Gott im Himmel. Nein, es waren tatsächlich... Also du warst dann so kommst du schnell jetzt nicht raus. Du warst wirklich 3 Jahre dann eigentlich, da wird die Typen in der 8. in der Hauptschule. Oder? 2 Jahre. Sitzen bleiben? 2 Jahre bin ich so. 2 Jahre ist halt schon krass. Ja, jetzt, so alt wie wir halt jetzt sind, dann 2 Jahre scheißegal. Ja, oder damals 10 scheißegal, ja, aber damals waren 2 Jahre brutal. Und es war halt eigentlich so eine geile Story, weil ich hätte eigentlich bei uns in Dingelfing müssen, aber ich wollte dann nicht auf Dingelfing nicht und bin dann auf, wo bin ich? Niederviehbach. Und dann bin ich in Niederviehbach in die Schule gekommen und nach einer Woche, ich habe keinen gekannt da drin, 0, heißt, ich werde bei meiner Mama angerufen und es heißt, sie, passen Sie auf, einer Sohn, der Florian. Der sitzt jetzt in der Klasse und ist da neu drin und der bringt durch seine Blicke, zieht er die Aufmerksamkeit anderer auf sich und bringt dadurch Unruhe in die Klasse. Was ist das für ein peinlicher Scheiß? Bei mir ist wenigstens drin gestanden, Birger konnte es nicht lassen, anderen Kindern etwas Die anzutun. haben mich da drin gehasst, aber es war auch irgendwie zu Recht, gell? Es war so, ich hatte damals diese Humörhosen, kennst du die noch? Die habe ich in der... Ja, sag mal was. Die habe ich doch,
in der Ausbildung auch noch gehabt. Ja. Die haben halt praktisch, ich stelle mich kurz auf, die haben halt den Schritt nicht gehört. Ach, das sind diese scheiß Sackelhosen, Mongo-Spacko-Hosen-Dinge. Und die habe ich hab ich immer auch gehabt früher. Und dann habe ich einen Schulleiter gehabt, der hatte mich immer auf der Schippe. Der hatte mich, keine 3-4 Wochen hat es gedauert, IT-Unterricht. Maxi sitzt neben mir, macht nur Scheiße. Er erlauben dürfen, was er will. Zeigt mir dann den Tiefseetaucher. Kennst du, wenn die Tastatur aussieht, zirkst und er liegt nur noch am Stuhl und er so, ich gehe jetzt auf Tauchgang, geht dann Orbe, macht dann die ganze Zeit blub, 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 mega laut. Klingt jetzt mega behindert. Ja, schon, ja, bist du schon. Ich sitze gerade da und kriege innerlich ein bisschen einen Schlaganfall. Dann kommt dann kommt halt er daher, der Schulleiter, und sagt, ja, Florian, was ist denn da für Gaudi? Ich so, nix. Und der Maxi, der checkt, der ist ein bisschen dumm manchmal. Und er liegt halt da, blub, 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 und nichts reißt, ohne Ende. Und dann hat er, so, Florian, steh auf, verdammt. Ich so, ja, was ist denn los? Und steh mich hin, nichts reißt immer noch, Maxi versteht immer noch gar nichts. Und dann er so, Florian, wie hast du der Hosen eigentlich? Oh, zick deine Hosen hoch. Und das war dann so ein Running Gag vor ihm gefühlt. Er hat bis heute nicht verstanden, glaube ich, dass die Hosen wirklich so einen Stück gehabt haben, dass sie den jetzt weit unten drauf haben. Ja, aber sehr die Hosen kennen halt diese scheiß alten Idioten. Dann haben die Hosen halt wirklich immer wie Obelix direkt hier an den Brüsten getragen. Und dann zwingt er dazu, der Hosen anzuziehen wie der Obelix, weil er nicht kapiert, dass der Schnitt an die Knie kein unten ist. Ja, ist das geil, oh, leck, wie behindert ist das denn? Ja, in dieser Schule sind wirklich manche Sachen passiert. Oh Gott, wie du alle. Meine Lieblingsgeschichten ist aber eigentlich immer nur die beschreibt eigentlich dann auch meinen Schulwerdegang dahingehend so richtig gut. Ich habe erste Stunde Religion gehabt, eigentlich, und ich bin evangelisch. Und von daher habe ich erste Stunde immer frei gehabt. Ich kann nicht mehr. Hör doch auf! Ich kann nicht mehr aufpassen, weil ich mir die ganze Zeit vorstelle, wie du voll Spacke mit der Hosentasche stehst. Da auf denkst du so, Kruzifix, Alter. Der Rektor checkt gar nicht. Drück mir die Hosen gescheit auf! Und du ernsthaft hergehst und ziehst dir die Hosen bis da zu den Depf auf, weil es schreit einfach, ist leck, ist das dumm. Ja. Leck, ist das so geil, behindert. Ja, da waren ja nur ganz andere Lehrer. Ja, red weiter. Ich sitze da und enjoy. Und ja, auf jeden Fall erste Stunde frei gehabt. Ich weiß nicht, auf Mittwoch, Donnerstag war dann mal zu dritt, viert beim Raucher, ne? Klar. Und dann gehst du wieder in die Schule rein. Dann sitzt schon eine andere Lehrerin, die mir natürlich auch sehr gerne mengen hat, sitzt schon wieder da. Da gehst du dann so der Walk of Shame. Da gehst du die Treppen geradeaus hoch und sie sitzt auf so einem Tisch oder auf so einem Stuhl und schaut uns schon so an. Und dann geht die erste, sie so, ja, hast du geraucht? Ich so, ja. Okay. Geht der zweite, ja, hast du geraucht? Ja. Ah, okay. Ja, Florian, hast du geraucht? Nö. Nö. Sitzt sie da, sag ich, nö, hab ich nicht. Jetzt hast du mich angelogen. Und ich so, nö. Ja, ich riech das noch und jetzt schreibst 5 Seiten. Naja, und ich war halt dann natürlich so ein Sturkopf, ich hab halt dann gewartet, bis ich 20 schreiben muss, weil ich schreibe die ja nicht. Ja, da hat man dann nicht mehr gewungen. Ja. Das hat jeder irgendwie gemacht, so Hauptsache dagegen geschmatzt. Das ist dann wert, dass man nur das 10-fache an Seiten schreibt. Richtig. Und auf Seite 3 stellst du dann fest, Gott, ich bin so dumm, Alter. Ich bin so dumm und du schreibst, oh Gott. Da ist halt da so viel Sachen. Also ich kannte jetzt wirklich die ganze Folge nur mit dem Scheiß machen. Ich habe eine Lehrerin gehabt, die ist die Treppen dann aufgegangen und die hat dann schon wirklich Schnappatmung gehabt. Das war wirklich, die war sehr voluminös. Und die war aber, das, was am Bauch zu viel gehabt hat, das hat es am Kopf zu wenig gehabt, definitiv. Ich mag es gar nicht anders sagen, weil ich weiß nicht, was die gefressen hat, die Dame, aber die haben wir ja wirklich bis aufs Blut verarscht. Wir haben ja da zu 8 drin gesessen und wir haben Mario Kart gespielt, zu 8, mit Nintendo DS. Es war so geil. Und du hast jedes Mal mitgekriegt, wer gewonnen hat. Weil entweder die ersten paar so, wow, yeah! Und die letzten immer so, oh, fuck! Und das Ding ins Eckenbuffer. Und es war so, und das hat die nie gepeilt. Die hat sich immer gefragt, warum so unruhig da in der Klasse war. So alle 3 Minuten. Und ihr spielt sich unter dem Tisch, spielt ihr Mario Kart. Zu 8 und jetzt ist nicht gepeilt. Dann ist es so weit gegangen, dass die Lehrerin einfach nur noch da gesessen ist, gefühlt dann nichts gesagt hat. Dann haben sie diverse Personen rausgeschlichen. Also so wirklich so auf alle Viere, weil die war dann so sauer, da haben wir nicht aufs Klo gehen dürfen. Und dann ist halt, ja, 2 Leute haben dann so rausgegangen und haben dann vom anderen Klassenzimmer aus angerufen. Was, ich hab den Telefon im Klassenzimmer gehabt. Wieso? Und wir haben die Nummer rausgekriegt. Hätte den ganzen Tag irgendjemand angerufen. Wir haben dann Nummern rausgekriegt und dann haben wir die Frau angerufen und die war fast platzt, die hat das auch nicht verstanden. Die hat das nicht verstanden, dass das mir handelt.
Gut werden. Wieso haben wir keine scheiß Telefone im Klassenzimmer Also das gehabt? Haben wir nicht gehabt. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, wir haben ja irgendwann herausgefunden, dass man über einen bestimmten Befehl, über einen bestimmten Konsolenbefehl, da muss ich weiter aussehen. Wir haben einen TV-Raum gehabt. Bei uns hat es TV und Informatik gegeben. TV war Maschinenschreiben. Also blind halt Maschinenschreiben und ab der 9. Klasse dann, glaube ich, noch Steno dazu. Ich konnte tatsächlich nur oben in Steno schreiben. Egal. Und irgendwann haben wir halt herausgefunden, wenn wir über einen bestimmten Konsolenbefehl Nachrichten an andere Computer schicken haben können, wo dann ein Pop-up aufgeht und da steht die Nachricht drin und du hast mit okay, hast das halt wegklicken können. Ja. Und sie hat halt bevor ihren Rechner hat es halt vorne auf per Tageslichtprojektor oder Beamer damals schon, bin mir nicht sicher, aber Tageslichtprojektor geht ja gar nicht, mit dem Beamer auf die Venti da und dann haben wir halt die Nachrichten dafür, du hast halt nicht rausfinden können, wo die Nachricht herkommt, das war das Allergeilste. Und dann haben wir halt nur Scheiße dafür geschrieben. Ist da oft das war bei uns so diese... Krank worden vor lauter Hass. Bei uns war das dann in IT oder in Informatik, war das praktisch dann dieser Spin-Chat. So was habt ihr schon installieren. Weil die hat es halt einfach 10 Jahre später. Wir haben nur so einen Richt. Bei uns hat Frau Hagenburger, die hat das R, ich kann das R auch nicht gescheit aussprechen, aber sie hat dann anstatt H-A-R-G, hat sie gesagt H-A-R-G. Und wir haben halt das dann so abtippen müssen. Und die hat uns damals den super tollen Tipp gegeben, dass Google anscheinend eine richtig gute Sache ist. So. Von dem Zeitalter redet man da. Dass der PC überhaupt gelaufen ist, das ist grenzt dann ein Wunder, oder? Ja. Scheiße. Ein oder 2 Jahre vorher haben wir mit einer Schreibmaschinen gehabt. Aber da war ich noch nicht in der 8. Ich bin heute noch eine Schreibmaschine. Du bist eine Schreibmaschine? Ja, also, beschreiben kannst du auch gern weglassen. Oder das INE. Ich bin eine Marsch. Eine Marsch. Eine Marsch. Du bist eine Marsch. Maschallah! Eine Maschallah. Maschallah. Leg mir am Arsch, Alter. Ja, good old times. Ja, das war. Hast du da deinen Beitrag noch ein bisschen aussagen? Weißt du, was mir zum Fußball noch ein bisschen einfällt? Was auch so ein bisschen auch zu allgemein, sagen wir, zu meinem Kanal und zum sonstigen Dasein passt und auch zum Zocken, weil wir spielen beide viel. Ab nächstes Jahr gibt es kein FIFA mehr. Weißt du das schon? Ja, das heißt jetzt dann nicht FIFA, sondern. Ja, ich hab's auch gelesen. Ja, ich hab's aufgeschrieben. EA Sports FC. Der Klassiker heute. Ja, damit man gleich weiß, was Vor allem, es war dann nicht EA Sports FC, sondern EA Sports FC. Ist doch nicht heim. Hat eigentlich irgendwer, wie lange hast du gebraucht, dass du gewusst hast, was es danach heißt nach dem EA Sports? Ich glaube, ich weiß bis heute noch nicht, was heißt. Was ist das? It's in the game. It's in the game, ja. Ja, it's in the game. It's in the game. It's in the game. Das ist wie bei so einem Liedtext, wo du den Text nicht gescheit weißt, also du sitzt einfach so halb mit und dann it's in the game. It's in the game. Das verschluckst du einfach, ja. Und der Grund dafür ist, dass die FIFA, also die offizielle FIFA, ein eigenes Fußballspiel machen will. Also Fußball-Computerspiel machen will. Und angeblich mit NFTs. Also mit so ich weiß nicht, ich kann das gar nicht. Ja, das ist eine richtig gute Idee, ja. Da hat der Sepp Blatter, ein Blatter Sepp, der hat gesagt, da haben wir alle eine. Der hat schon mehrere gute Ideen gehabt. Richtig gute Ideen gehabt. Ja, was hat denn der eigentlich da immer noch zum Suchen? Was tut denn der eigentlich den ganzen Tag? Was glaubst du, was der Sepp Blatter jetzt gerade tut? Jetzt gerade, wie wir da sitzen. Ich schätze, dass der so seine Spielzeugflugzeuge aus Katar. Leck. Na, aber tatsächlich, also es ist eine ganz interessante Sache. Was tut so ein FIFA-Präsident? Ja, ich überlege, ich sehe gerade so, was tust du noch den ganzen Tag? Der muss sich doch jedes Mal denken, wenn so Vergabedinger sind, da muss ich denken, boah, habe ich jetzt Stress. Boah, fuck, jetzt habe ich 2 Jahre nichts getan und jetzt so, boah, 5 Länder. Hat ein Blatter-Set nicht einmal irgendjemand ein Bündel Geld ins Gesicht geworfen? In so einer Pressekonferenz? Doch, da war was. Ja, irgendwas dem halt gerade, da habe ich holen müssen. Da habe ich köstlich gelacht. Da habe ich gedacht, da nimm's, du fetter Wichser, du nach fetter. der Pressekonferenz erstmal hingegangen. Und dann eingeschoben. Ja, natürlich. Der Wichser, und dann was gefressen. Na, das glaube ich nicht. Ja, ausschauen da schon so. Na, jetzt sag ich sowas nicht. Na. Da kann ja er vielleicht nicht. Vielleicht ist er krank. René! Du weißt gar nicht, wer der René ist. Ich kenne nur einen René und das ist der von Schwiegertochter gesucht. Nee. Doch? Kenn ich nicht. Den René. Das ist doch der Vater vom Ding, oder? Vom Schildkrötenmensch.
Heißt der René? Ich glaube, der ist Alter, René. das war ich einer glaube, der ja. besten Sachen, die ich jemals in meinem Leben Schwiegertochter gesehen habe. gesucht. Also Jan Böhmermann. Ohne ist Scheiß, diese tatsächlich- Folge, vor allem wie die schon aufbaut ist, diese Folge. Wer die Folge vom Böhmermann noch nicht gesehen hat, Tut euch den Gefallen. Schwiegertochter gesucht, der schaltet sofort aus, nein, du hörst erst noch fertig. Und dann schaust du es da an. Du flippst aus. Wenn du mitten, wie die Folge ja aufgebaut ist. Es Wenn ist dann so mittendrin, du weißt jetzt erst nicht, was das geht, und dann mittendrin mit einem Satz er beschreibt, was eigentlich los ist. Vor Da allem- bin ich das erste Mal seit langer Zeit so alleine vorm PC so da geguckt. Hast du die Wolle. Kleinigkeiten mitgekriegt, da wo du auf einmal, wo er anfängt zum Verzeihen, so ganz langsam dieses Thema einschwenkt, auf einmal stehen bei ihm am Schreibtisch so Schildkröten, dann hängt hinten vor der Frau Antwen ein Beutel. Ja, ja, Also ja, so ja. richtig geil, wo er noch Ja. gar nichts verzeiht hat und auf einmal hat er Schildkröten. Ja. Und dann, wenn, dass er so Schildkröten sammelt und so schreibt, ja, mehr mag ich schon gar nicht beschreiben. Richtig geil. Schaut es euch unbedingt nach dieser Folge an, weil es unfassbar gut Und gibt's auf ruf YouTube. nicht für den Schwiegersohn an mit den Schildkröten. Eine geile Nummer. Tatsächlich. Ja. Aber sonst, was hast du die letzten 2 Wochen so, du warst krank? Ja, richtig. Die Richtig. letzten Hast du direkt 2 wieder, du Wochen hast die gar ganze Zeit nichts. gesagt, ich hab dich schon gesehen. Nein, ich hab Nein, du hast mich, nicht gesagt. genesen, Du hast dich geschlafen. genesen, erholt, geschlafen. Ja, ich hab mich, Viele total tolle Dinge mit G. ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Geschleudert. Geschleudert. Erzähl mir die Leute, warum du einen Pornobalken im Gesicht Warum ich einen hast. Pornobalken im Gesicht habe, es ist, ich wollte jetzt gerade sagen, der No-Nut November, aber was ist denn jetzt wenig mit dem? Es ist ein No-Nut November. Ja, ja. Ich habe Auf- im April schon verloren. Zu Recht, da. Das Anzahl aufgebraucht. Ja. Es ist ja Movember und der ist ja natürlich dafür da, dass man auch mal auf die Männer hinweist. Es geht ja immer nur um Frauen und Frauenrechte. Es geht... Oder halt nicht. Oder halt eben nicht. Und es geht praktisch darum, dass man da auch mal auf Männer hinweist, auf psychische Erkrankungen und Geschichten, aber auch natürlich Prostata- und Wir haben Hodenkrebs. ja keine psychischen Erkrankungen. Die gibt's auch Wir gar haben nicht. auch bei keine Männern. Gefühle. Da Hunger habe ich schon oft. Also- Hunger ist ein gutes Gefühl und Durst auch. Ja. Durst habe ich wirklich. Aber sonst gibt es keine Gefühle. Nee, tatsächlich nicht. Nee. Tatsächlich nicht. Wir sind so Steine. Nee, ja. 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 Da kann man schon mal darauf hinweisen. Ja. Genau. Also darum geht es ja auch eigentlich. Nicht um Männer, die Gefühle haben, sondern damit kriegst du vielleicht irgendwie Gefühle eingeschleudert. Ja, Eingeschleudert. eingeschleudert. Nein, das ist wichtig. Bitte schleuder mir deine Gefühle ein. Mach Wenn dein Uli nächstes Mal sagt, oh, du Schwarzel, du musst mir deine Gefühle einschleudern. Dann kommt am 9 Monate später kommt ein schlechtes Gefühl in die Hose. in die Chance. Ich hab schlechte Gefühle, mein Geldbeutel vor allem dann. Tja. Stark. Ja, fällt da sonst noch was ein? WM, Katar. WM Katar. Schauen wir uns an, wir mochten eigentlich das Eröffnungsspiel. Katar gegen. Ich kann es da nicht sagen, leider. Aber Ich das hab's ist halt immer, gelesen, das ist aber immer das Eröffnungsland, oder? das juckt mich aber auch einfach Gegen nicht. irgendeinen scheiß Wichser, keine Ahnung. Wieso gegen einen Scheiß? Jetzt sei doch nicht. Ja, jeder, der da runterfährt, ist ein Wichser. In meinen Augen. Fertig ausarbeiten. Jeder, der den ich da einen Cent da betragt, dem kehrt auf den Kopf geschissen. Ein kleines Dreieck. So ein kleines Dreieck. Oder ein Oktagon. Das war super, weil dann konntest du es wie so ein Mosaik zusammenfügen, dass dann am Schluss irgendwann ganz groß, wenn du alle Spiele geschaut hast, steht da ganz groß Hurensohn. Ja, also immer einen Strich Ja, drauf genau. scheißen. In jedem Wie so- Spiel so. Wie bei Hangman. Genau. Da ich gut finden. Da ich richtig gut finden. Am Schluss bist du eine Frau in Katar. Das ist so. Oh, lecker, ja. Nein, das ist nicht witzig. Ja, momentan, das ist mir zu politisch, glaube ich. Aber Katar geht gerade noch als Es grenzwertig. ist grenzwertig. Also, Grenzwertiges Thema, so viel mit Politik hat jetzt das nichts zu tun. Ich meine, das es ist hat ein was mit Thema, Rechten das. zu tun. Ja, aber es hat nichts mit Politik zu tun. Na, nicht viel. Das war, was ich jetzt gerade noch anspielen wollte, das ist genau dasselbe Scheißland, beziehungsweise im Prinzip ist ja nicht das Land scheiße, sondern dessen Regierung. Das ist gerade was bei den Iranern abgeht. Die haben halt einfach 15.000 Leute zum Tode verurteilt, weil es beim Protestieren waren. Oh ja, okay, kommen wir mal. Ja. Und wir sitzen wir da und geschafteln irgendwo in irgendwelche Fernsehsendungen umeinander. Ja, Warum da wir keine müssen wir jetzt dritte mal Toilette dran haben? denken. Ja. Ja, das interessiert mich sicher ganz furchtbar viel da unten, wie stark, dass wir mir an die Leute denken. Aber tatsächlich, Scheißdreck, Chapeau ja, an Joko und Klaas. Ich weiß nicht, was die gemacht haben. Was haben die gemacht? Nein, die haben wieder ihre 15 Minuten Sendezeit Ah, gewonnen. doch, habe ich schon mitgekriegt. Gut, die weil haben ja das- einen Instagram-Account für sie eine die haben, Leute geschenkt, genau, oder? die haben da die Viertelstunde drüber berichtet und ihre Instagram-Accounts für Berichterstattung täglich zur Verfügung gestellt. Ja, da zitiere ich jetzt den größten Künstler in unserem Land, musikalischen Künstler und auch so Künstler in unserem Land. Dicht und ergreifend. Ja, ja, fast. Oh. Da wächst mir eine kleine Warze am Sack, wenn ich das ja. Was? 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 Was?
Ich zitiere den großartigen Alligator. Hat ja richtig was gebracht. Ja, danke für deinen Instagram-Account, hat ja richtig was gebracht. Das ist so richtig das Gedankengut von bloß, weil irgendwelche Spasten im Internet auf Twitter oder Instagram einen Scheiß posten, ändert sich auf diesem Planeten, gerade bei sowas, gar nichts. Fucking gar nichts. Aber da geht es ja nicht darum. Es geht ja darum, dass im Iran diese ganze Berichterstattung verboten ist und dass praktisch diese Nachrichterstattung auch nicht nach außen geht in die anderen Länder. Herzlichen Glückwunsch. Weißt du, was passiert, wenn die da unten die Frau mit dem Instagram-Account erwischen? Dann wird ihr sprichwörtlich der Kopf abgeschnitten. Aber dann gibt es dann vielleicht ein Instagram Live. Habe ich jetzt, Oh, das geht's für dich, Flo. Hey, er was. Hey, YouTube, er. Oh, ja, was? Wenn, dann sperrt sie ihm neben mich. Ja. Ich glaube, das darf man. Aber wir haben ja da in einem meinungsfreien Scheißland. Ich darf sagen, was ich will. Oder nicht? Leider ja, nicht. doch. Ja, sag's N-Wort. Do it. Wieso denkst du beim N-Wort nicht an Nutella? Oh mein Gott, sondern an das andere. Bin ich der Rassistenwichser, wenn ich sag's N-Wort? Und du denkst dann... Wir nehmen mal Schwarzi, der Flugzeug fliegt. Nutella? Pilotin! Wohl! Pilotin! Es ist doch wurscht, ob die schwarz oder weiß ist. Ja, stimmt. Ja. Es ist immer nur Pilotin. Ja. Ich verdammter Rassistenwichser. Na, aber das ist eigentlich echt krass, wie das in die Gedanken festsetzt. Wenn einfach nur schwarz davor sitzt, dann denkst du, leck, was kann das sein? Ja, dasselbe denkst du aber auch, wie nennt man eine weiße Busfahrerin? Bussi. Busfahrerin! Herr Busfahrer, ich weiß, was kaputt ist. Kennst du den? Nee, verzeih da. Aber schnell, wir müssen jetzt aufhören. Du müssen mal Scheiße mitmachen. Mach einen Witz zum Schluss. Ja, da sitzt die ganze Lebenshilfe, lauter Behinderte sitzen im Bus drin und so und dann ist der Bus kaputt und dann meldet sich der kleine Maxi so. Da sagt der Busfahrer jetzt voll wütend so, fuck, der Bus ist kaputt und ich weiß nicht warum. Dann sagt der Maxi so, ja, ich weiß, ja, Maxi, ich weiß nicht, der Bus ist kaputt. Wow. Ja! Hallo, Behindertenwitz! Darf ich nicht überhaupt nicht machen. Also den darf man schon machen, ja, aber sobald ich beim N-Wort ans Nutella denke, dann will ich rausgeworfen. Was ist denn das eigentlich? Ja, wenn ich jemals ein Live-Programm auf einer Bühne mache, das ist das erste Wort, weil da können sie mich nicht rauscanceln, ohne dass ich fertig spiele. Ich gehe auf die Bühne, warte 60 Sekunden und sag's. Damit die Zuschauerschaft gleich am ersten Tag weiß, was geschlagen hat. In der ersten Sekunde weiß, also dann sechs genau wahrscheinlich ein paar Leute, die lachen, die es verstanden haben, die anderen Leute, die gehen raus genau das Thema und kleben sie an die Stadthalle. Das ist genauso wie dasselbe wie die, wo die sagen, oh, das ist jetzt aber nicht cool, wie die Leute darüber reden. Nein, wir machen mal Witze drüber. Also, als wenn irgendwer von uns irgendwas gegen Schwule hat, ich habe zum Teil schwule Freunde. Also, es ist doch nicht schlimm. Ja, das ist doch alles Menschen. Schwule ist dafür verantwortlich, dass ich diese Dinge, die hier da alle mache. Ja. Das Internetgedöns und dieses und alles rundherum. Ist dafür verantwortlich. Aber ich habe allerdings auch schlechte Erfahrungen damit gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen bin ich zumindest nur so, dass ich sage, solange es mich nicht bedrängen. Ganz kurz. Also, das sieht übrigens aus wie Kani Center gerade, denke ich. Der Kani eigentlich. Er hat gesagt, es blüht. Naja, ansonsten weiß ich jetzt auch nichts mehr dafür. Nein, tatsächlich, jetzt haben wir nur unsere Moralpredigt damit gehabt, dass wir alles gut finden. Ja, haben wir unsere Seele reingewaschen. Ja. Ich habe kein Problem mit Schwule, aber... Ich will kein Nazi, aber... Es waren sie, was wir beide scheiße finden. Ich habe nichts gegen Katar, aber... fragwürdige Scheiße auf alle Fälle. Das auf alle Fälle. Ja. Kennt ihr euch, trotzdem, dass mich, was ich denn, ob es jemand interessiert, kann ja von mir sprechen, Meinung dazu von euch interessieren, weil vor allem nicht geht, stimmt, ja. Zuschaut. Aber ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass da irgendjemand anderer Meinung ist. Dass das völlig falsch ist, dass die WM da uns stattfindet. Man kann sich darum streiten, schaut man es jetzt so oder schaut man es nicht. Ich habe es vorher schon gesagt, es ist scheißegal, ob du es so schaust oder nicht. Das Geld ist bereits geflossen. Und keiner hat deswegen ein besseres Bild von Katar, weil jetzt da die WM war. Was soll das? Ja, es geht jetzt nur noch darum, um Schadensbegrenzung, aber das passiert ist schon. Ja, freilich. Das Thema ist eigentlich durch. Und dann sind wir fertig. Gute Reise. Gute Reise! Gute Besserung! Daniel, gute Besserung! Daniel, ich wünsche dir alles Gute. Alles Gute, nimm den Finger aus der Nase. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich ganz herzlich beim Florian. Hast dich gut geschlagen, abfisten. Nice. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, Sie hatten Spaß. Bewerten nicht vergessen, Like nicht vergessen, Abo nicht vergessen. Die ganze Scheiße, du weißt es was es ist. Und jetzt verpisst euch! Weiß ich nicht, die letzte Folge hören oder so. Stopp. Wir brauchen mal noch ganz viele Bewertungen auf Spotify. Das war top.
5 Sterne, ja, klar. 5 Sterne und am besten, wenn es das über die Podcasting von Apple oder und Co. herz, da könnt ihr es an Texte zu schreiben. Apple stinkt nach Hafenarsch, jetzt verpissen wir uns. Okay, jetzt haben wir ab. Ciao. Okay, bye.